alle miteinander und herzlich willkommen zu endlich da erschienen, endlich das Dishonored 2. Das Vermächtnis der Maske, stolz nicht, aber ich habe den Titel geprägt. Gerade Stimmbruch bekommen, ey. Scheiße, ja, hure lang auf das Ding gewartet, aufs 2. Und gerade wenn ich gehört, dass 2 kommt, was ich geht. Geil, weil das 1 war hure geil gewesen. Ich finde, glaube auf dem Kanal auch noch einfach, ich glaube, die noch Hochdeutsch. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall ist geil. Ich bin irgendwie hure bleich, ich weiß nicht wieso. Ja. Ja, ich würde mal sagen, beliebige Taste drücken. Und wir machen am besten mit der Kampagne los. Fortsetzen kann ich nicht, neues Spiel, yes. Speicherblock 1. Ich natürlich sehr schwer, wenn ich schon weiss, es geht nein. Normal, wie immer. So schaffe ich es, also komme ich durch. Nein, perfekt geeignet für Spiele, die sich mit dem First-Person-Action-Spiel auskennen. Mhm. Erfahren, nein, ist schon gut. Möchtest du das Tutorial starten? Na, brauchen wir nicht. Ein langer Tag in Dunwall. Richtig high. Oh, schau mal, da kannst du mal lesen. Krass. Wirklich krass, Mann. Endlich geht's weiter. Und los. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Attano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Das werden wir jetzt herausfinden. Wow. Seien Sie wachsam, Majestät. Oh, nein! Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Hey, das stellen wir im Unboxing die drin. Tür. Oh, ich kann mich ja bewegen. Hallo. Der Ass. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Hallo. Treue Untertanen. Wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronenmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Ich will jetzt mal selber rumlaufen. Hi. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Serkonos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Serkonos.
Japanische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Attano. Werter Bürger unserer Heimat. Serkonos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, dem neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken, sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Kaldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Kaldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Euhorn Jacob Kaldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun Was erfüllt. soll das? Emily Kaldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Kaldwin. Kaiserlicher Schutzherr. Wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah, erste ihres Namens. Verhaftet Emily Kaldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Oh. Ah, Keine Macht. Emily Kaldwin spielen. Oh. Emily Kaldwin spielen. Herrschen des Kaisers in der Insel von ihrem Vater Kowatano in einem Künstlerschleichen und Kämpfen unterrichtet. Als Kowatano legendärer Schutzherr und Kaiser. Oh, jetzt kann ich wählen. Ja. Oh shit. Ja, wahrscheinlich denke ich mir, das kannst du wechseln die ganze Zeit oder so. Ich bin schon lieber ihn. Meine Sie. Ja, ich bin schon im ersten Teil in, also bleibe ich auch in. Als Horrorspiel ist schon klar. Yes! Ich banne den kalten Marmor. Corvo Attano. Wie gut Sie doch für Ihr Alter aussehen. Und wie lang verschweigen Sie schon das Mal des Outsiders? Sicher eine köstliche Geschichte. Ich sperre ihn in die Gemächer der Kaiserin. Dann bringe ich ihn zum Gefängnis von Coldridge. Mein Vater verlor alles, schickte mich zur Stadtwache, kaum besser als betteln. Und ich musste ihnen gehorchen. Corvo Attano, Sohn eines serkonischen Kaufmanns. Hauptmann, waren das Schreie? Lord Corvo, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Ah, die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Nein! Ach, recht viel können machen bis jetzt. Laut der Stadtwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin in den Gemächern ihrer Tochter. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und das soll einer von 2 Schlüsseln sein. Du los, wird nicht frech, Junge. Ich lege euch sowieso alle um, also von dem her ist Geschichte. Was? Was ist geschehen? Alexei, der Thronsaal, Emily.